2 Länder, 2 Sprachen. Und was kann uns so eng verbinden? Natürlich gemeinsame Interessen, Hobbys und Freizeitgestaltung. Stimmt, ja. Darum möchte ich unseren Gästen etwas über außerschulische Tätigkeit erzählen. Vor kurzem haben wir am internationalen Wettbewerb gesehen, wie viel gelernt, teilgenommen. Unter 15 Ländern, Deutschland war darunter auch, haben wir den Publikumspreis gewonnen. Super! Grüßen Sie! Super! Grüßen Sie unsere Gewinner mit Ihren kleinen Videospots. So, und die Leiterin, die diesen Preis gewonnen hat, ist heute hier. Das ist meine Kollegin, meine Schulabgängerin Jelena. Das ist meine Deutschlehrerin und zurzeit auch Kollegin. Naja, die Verbindung haben wir hier. Also ich möchte mich noch einmal vorstellen, ich heiße Jelena oder vor die Schule bin ich Jelena Alexandrovna. Und vor kurzem haben wir wirklich in einem Videowettbewerb teilgenommen. Das war ein internationaler Wettbewerb. Deutschland hat ja den ersten Platz gewählt in der Kategorie Wortschatz. Ja, aber wir mit drei Filmen möchte ich kritisieren, haben wir den Publikumspreis bekommen und das schätze ich höher als den ersten Platz in der Kategorie Grammatik oder Wortschatz oder Lieder. Jetzt kommen 2 Jungen aus der 5. Klasse und sie präsentieren den Stoff gerade in der Kategorie Grammatik perfekt. Also sie zeigen, wie man Grammatik perfekt, das ist ziemlich schwer, ja, lernen kann. Bitte schön. Hallo Mensch! Wie geht's? Danke gut. Wie geht's? Oh, viele Probleme. Hast du Bücher gelesen? Du spielst wohl. Ich habe Bücher nicht gelesen. Bist du Rad gefahren? Und oh, ich bin Rad gefahren. Hast du mehr gebadet? Aber nein, ich habe mehr nicht gebadet. Hast du in der Sonne gelegen? Ja, stimmt. Ich habe in der Sonne... Hast du Würstchen gegrillt? Und oh, ich habe Würstchen gegrillt. Bist du Karussell gefahren? Unmöglich. Ich bin Karussell nicht gefahren. Bist du Skateboard gefahren? Wirklich, ich bin Skateboard gefahren. Bist du um die Wörter gelaufen? Wirklich, ich bin um die Wörter gelaufen. Tschüss, Mensch! Langweilig für Deutschkinder als auch für russische Kinder. Deshalb sind wir so emotionell. Ja, wir machen es so. Und jetzt kommen die Schüler aus der 8. Klasse und sie präsentieren den Stoff zum Thema auch Grammatik, Deklination der Adjektive. Mein Gott, das ist auch etwas, ja? Mein Freund ist verschwunden. Er hat all mein Geld mitgenommen. Wie heißt er? Ich kenne nur seinen Vornamen. Wir waren erst seit 2 Tagen zusammen. Was hat er für eine Figur? Das weiß ich nicht. Was für eine Augen? Ich weiß nicht, ob sie blau oder schwarz waren.
Was für Haare? Ich glaube, er war blond. Er hat nach meinem Hund mitgenommen. Was ist das für ein Hund? Ein Fox-Terrier, der auch den Namen Juna hört. Sein Fell ist schwarz und weiß. Die beiden Vorderpfoten und die linke Hinterpfote sind weiß. Die rechte Hinterpfote ist schwarz-weiß. Seine Augen sind grün. Beruhigen Sie sich, junge Frau. Wir werden den Hund schon finden. Sowas passiert auch in unserem realen Leben, ja? Einige Frauen schätzen die Hunde mehr oder höher als die Männer. Das wollten wir auch zeigen. Das dritte Videostück zum Thema Lexik oder Wort. Es heißt, Schenken ist eine Kunst. Ach Heinz, ich hatte ja ganz vergessen, dass Mama morgen Geburtstag hat. Hör doch mal. Eine weiße Bluse, Größe 48. Richtig, aber ein bisschen schnell, Heinz. Um 6 Uhr schließt Frau Zimpel. Abgemacht. Guten Tag, Frau Zimpel. Schnell noch eine... Weiße Bluse, Größe 48. Schon verpackt, mein lieber Heinz. Bitte, hier ist sie. Und schon die Wünsche an die Mama. Sie wird sich sehr freuen. Ja, sehr, Frau Zimpel. Dankeschön. Auf Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Versteht sie schon, Heinz, damit sie Mama nicht vorzeitig findet. Sonst ist die Überraschung hin. Überraschung? Jedes Jahr hole ich schöne Dahlien aus unserem Garten. Und jedes Jahr hole ich eine weiße Bluse, Größe 48. Auch diesmal? Lise, alles Gute, vor allem Gesundheit. Und so, naja, du weißt schon, Lise. Ich weiß, Richard. Nun werden wir mal sehen, was Papa für mich so schön angepackt hat. Bin sehr gespannt. Nein, das hatte ich nicht erwartet, Richard. Eine Bluse, wie ich mich freue. Die ist so schön wie die im vorigen Jahr, Richard. Und vor 2 Jahren hast du mir auch eine weiße Bluse geschenkt, Größe 48. Die war ebenso wunderbar. Die war mit Taschen. Und die weiße Bluse vor 3 Jahren, die hatte genau solche Knöpfe wie diese hier. Was ich sagen wollte, Lisette, zugegeben, Lisette, natürlich ist der Quatsch. Für jährigen Geburtstag eine weiße Bluse, Größe 48, zu schenken. 5 Jahre alt. 6 Jahre lang, Richard. 6 Blusen, weiße Blusen. Und so ein Unsinn. Siehst du was, Richard? Eine Armbanduhr. Du hast noch nie eine Armbanduhr gehabt. Eben, die letzte 3 weiße Bluse, Größe 48, habe ich am nächsten Tag wieder zu Frau Zimpel in den Laden geschafft. Ich habe das Geld gespart für die Armbanduhr.